Hallo alle Guten a willkommen zurück hier bei Bewegst mam Sven. Wenn du Lust hast für mitzumachen, du weißt Bescheid, halt einfach von Regeln, wie den Job, und wenn du bereit bist, dann können wir loslegen. Und heute probieren wir, ein paar weitere Tricks am Sit-Down zu machen. Let's go! Als allererstes probieren wir uns Jonglieren am Sit-Down. Am Sit-Down ist es so, dass du am Anfang praktisch die ganze Zeit den zwei Beinen an der Luft hast. Mit der Zeit geht das anstrengend an den Beinen, geht an, irgendwann geht es nicht mehr. Du ist es eben so, dass du am Jonglieren immer zwei Tuschen mit einem Fuß musst, für dass du deinen anderen Fuß kannst auf den Boden setzen, für dass dein ganzes Bein ein bisschen rasten kann, weil du eben auf Dauer anstrengend die ganze Zeit die zwei Beine an der Luft zu halten. Falls du das selber probieren willst, dann fang an mit dem Ball zwischen den Face, also du klemmst den zwischen den zwei Face an, schießt ihn an die Luft und musst einfach mal für dich ein einziges Tusch und fängst ihn darum zwischen den zwei Face an. Probier doch hier schon einen schwachen Fuß dabei zu holen, für dass den von Anfang an direkt mittrainiert. So, du probierst als nächstes zweimal mit einem starken Fuß zu jonglieren. Darum zweimal mit dem schwachen Fuß. Und die fängt daran. So könnt ihr los immer weiter steigern, bis da ein Gefühl dafür entwickelt wird, für den Ball am Sitzen eben zu jonglieren. Letztes hat man ja schon den Crossover am Sit-Down gemacht, aber ohne zu jonglieren. Das heißt, dieses Mal ging ich als Aufgabe, denselben Trick zu machen, mit dieses Mal, währenddem der Ball eben jongliert. Also, die jongliert mit einem starken Fuß. Und dann geht er mit einem schwachen Fuß über den Ball. Der Crossover kann ich auch ein paar Mal 100 Nähe machen. Das sieht dann so aus. Da gibt es noch einen anderen Trick, den heißt X-Over. Und das ist am so, dass du nicht mit dem Fuß über den Ball gehst, sondern du gehst unter den Ball, nachdem du den Ball an die Luft geschossen hast. Also, die fängt an, mit einem starken Fuß zu jonglieren. Dann geht er mit einem schwachen Fuß unter den Ball und bringt er auf die Platz zurück, wo er am Anfang war. Den Trick könnt ihr alle zum Beispiel probieren, indem das Bein nicht zurückbringt, sondern dass das auf der Platz am Anfang stehen bleibt. Das ist eine gute Übung, für ein bisschen Kontrolle am Jonglieren am Sit-Down zu üben. So, den nächsten Trick, den wir probieren, den habt ihr vielleicht schon gesehen. Und das ist ein Trick, den oft benutzt wird, für eine Transition zu machen. Das heißt, wenn du am Sit-Down bist und du willst am Robber an den Stuhl kommen, da kannst du den heutigen Trick zum Beispiel benutzen. Also die fängt an, indem sie den Ball zwischen die zwei Face anklemmt. Die geht mit einem Körpergewicht auf die Seite von ihrem schwachen Fuß. Und dann probiert den Ball in die Richtung auch zu holen, dass er am Anfang auf dem schwachen Bein rollt. Und mit dem rechten Bein geht er über den Ball und probiert ihn dann direkt anzuklemmen. Dann geht er rüber, ob er stark seid. Okay. Rechts Hand auf den Boden, links Bein auf den Boden. Und dann hier wieder an die Luft. Und das rechte Bein muss er sonst noch strecken, für den Ball an die Luft zu schießen. Und dann probiert er dann irgendwie, sie mit dem Kopf, sie mit dem Face, zu fangen. Ein Fehler, den ich oft gesehen habe, ist, dass verschiedene Leute ganz zum Schluss
am Fong vergiessen, Been zur Strecke fir de Ball an Lut zu chasen, me sie bleiben am Fong an der Position und probiere just ganz Been an Lut zu chasen. Mit das ganz wichtig, dass wirklich zum Schluss Been streckt, für das der Ball eben an Lut flieht. Hallo noch eng wichtige Sache, die ich aber wollte erwähnen. Und zwar erwarten ich von keinem, dass die Tricker lo bei der Echtkehr hinkriegt. Das ist schon ein bisschen mehr Advanced Tricker. Das heißt, es braucht auch ein bisschen Übung, bis in die hinkriegt. Das heißt, wenn ich lo langweilt, so am Sit-Down zu jonglieren, dann probiert eine andere Übung zu machen. Aber wenn dich du eine Stunde lang oder so damit beschäftigt wird und du keine Lust mehr auf den Trick, dann könnt ihr immer etwas anderes probieren. Probiert du ein bisschen ein Roulement zu finden, für dass du effizient könnt trainieren und nicht 5 Stunden bei demselben Trick hängt. Weil muss ich noch ein bisschen clever überlegen, wie trainieren ich, wie kann ich mein Training strukturieren und so weiter. So, das war dann auch schon von meiner Seite für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe noch, dass die Tricker nicht zu schwer waren. Wenn sie so schwer sind, dann sollt mir gerne auf Instagram Bescheid. Und denkt wie immer daran, ihr richtig aufzuwärmen, zu dehnen. Und dann sehen wir uns am nächsten Video.